Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Trikot-Review. Ja, wir bewerten das in Anführungsstrichen neue Auswärtstrikot vom 1. FC Köln. Und ich denke mal, wir brauchen da auch nicht großartig um den heißen Brei herumreden. Ihr habt es selber gesehen, ihr habt selber wahrscheinlich schon verfolgt, was sich da heute getan hat in Sachen Trikots. Wir haben über ein Jahr gewartet, haben uns Gedanken gemacht, okay, wie könnte es denn aussehen? Es wird wahrscheinlich rot sein, ist ja immer der Fall, weil nur beim Ausweichtrikot unterscheiden wir uns von den Vereinsfarben her. Ja, und was erhalten wir? Eine gewaltige Enttäuschung. Anders kann man es nicht beschreiben. Ich hatte ehrlich gesagt ziemliche Hoffnung gehabt, dass die Leaks nicht stimmen würden. Dachte, das wäre nur so irgendein Firlefanz. Und dann im Nachhinein wurde es tatsächlich das hier. Es tut mir leid, Leute. Das sieht genauso aus wie das Trikot aus der Saison 23/24. Und da sind wir wieder beim Thema. Da gibt es doch diese Trikotkommission. Was macht ihr da? Habt ihr das wirklich abgesegnet? Hat wirklich Hummel gesagt, friss oder stirb? Ich weiß nicht. Ich habe gehört, die einen oder anderen aus der Trikotkommission verteidigen es sogar. Sagen, ja, das sieht doch ganz anders aus und so weiter. Guckt euch das Trikot an. Und hier ist das Trikot von der Saison 23/24. Seht ihr auch nur irgendeinen signifikanten Unterschied? Nein, signifikant ist wenig. Aber einen gewaltigen Unterschied, wenn ihr euch das auf den ersten Blick so ansieht? Guckt mal genauer hin. Das sieht exakt genau gleich aus. Und ich soll jetzt hier ich darf jetzt hier eine Trikotbewertung machen. Ich meine, okay, Trikots sind meine Leidenschaft. Sie sind mein Hobby und ich finde, in der Art und Weise und in der Ausführlichkeit gibt es bisher kaum einen FC-YouTuber, der Trikots auch mit einem etwas kritischeren Auge bewertet, so wie ich. Den, sagen wir mal, den Titel, den gewähre ich mir. Wie gesagt, 130 FC-Trikots und ein paar zerquetschte in meiner Sammlung. Und ich bin auch einer, der all die Jahre immer gesagt hatte, der FC gehört zu den Vereinen, insbesondere in Deutschland, mit den schönsten Trikots. Ja, und langsam kommt uns dieser Titel abhanden. Ja, wir können nochmal einen genauen Blick auf das aktuelle Trikot werfen. Können wir gerne machen. Ja, die Streifen sind diesmal etwas mehr auseinander. Diese ganz minimalen Streifen, die ihr auch auf dem Trikot von der Saison 23/24 habt. Ja, das ist schon wahr. Aber auch von hinten sieht es gleich aus. Ja, wir haben hier diese Hummelstreifen an der Seite. Nee, Pfeile, Entschuldigung. Und der Kragen ist diesmal nicht komplett rund, sondern wird unterbrochen. Und damit hätten wir es schon. Das ist für mich der einzige Unterschied. Der einzige Unterschied. Wie soll ich das bitte schon bewerten? Du wartest wirklich über ein Jahr darauf. Und ich glaube einfach, Hummel wollte uns nochmal einen reinwürgen, weil wir den Vertrag vorzeitig aufgelöst haben. So ähnlich, als wenn du gekündigt wirst auf der Arbeit und du drückst nochmal schön die Krankmeldung rein. Siehe das Heimtrikot und jetzt erst recht das Auswärtstrikot. Und ja, da kann man natürlich sagen, was erwartest du denn? Das muss ja rot sein. Okay. Aber bevor wir wieder zum Thema kommen, ich kann es kaum erwarten, bis Adidas kommt und so weiter, sag ich mal was ganz anderes. Ich vermisse Uhlsport. Ja, ich vermisse Uhlsport. 2 Trikots werde ich euch als Beispiel mal zeigen, wie man es anders machen kann. Wie man es etwas cleverer machen kann. Das hier zum Beispiel mit den Kölschen Flammen oder Tränen, nennen wir es jetzt mal so. Auf jeden Fall ein Teil unseres Stadtwappens. Ja, das ist auf jeden Fall ein kreativer Einfall. Muss nicht jedem gefallen, sieht vielleicht nicht wunderschön aus, aber es ist auf jeden Fall deutlich einfallsreicher, als was wir die letzten Jahre erhalten haben, mit Ausnahme des Trikots aus der Vorsaison, des Auswärtstrikots. Auch das hier, wo man ein bisschen von der Stadtsilhouette sieht, direkt in 3 Teilen auf diesem Trikot, auch deutlich einfallsreicher. Ich sage jetzt nicht, dass dieses Trikot genauso auszusehen hätte
Ich weiß, man hatte dann anscheinend mit Hummel irgendwie versucht, einen Weg zu finden, das Ganze elegant und stylisch zu machen, dass man damit auch irgendwie abends weggehen kann. Ich verstehe den Hintergrund, ich verstehe das. Ein wenig. Ne? Glorreicher FC, edel, aber nochmal einen Blick darauf werfen. Okay, hier fehlen natürlich diese Dinger hier an den Schultern bei dem hier, aber ansonsten, wo ist, ich zitiere mal Gerhard Struber, die Unterschiedlichkeit? Vom Weiten würdest du nie im Leben auf die Idee kommen, dass das ein anderes Trikot ist. Ja, sicherlich hat es hier und da seine optischen Qualitäten, aber was bringt mir das, wenn es genau so aussieht, wie ein Trikot, das gerade einmal 2 Jahre her ist? Das Problem ist, die Note nicht bewertbar. Die kannst du nur verteilen, wenn der Schüler viel zu oft gefehlt hat. Das hier ist nicht eher sowas wie ein nicht bewertbar, sondern das ist irgendwie so, weil wie gesagt, ich bewerte hier in Schulnoten. Das ist ungefähr so, als hätten wir eine Klassenarbeit geschrieben und der Schüler händigt dir ein leeres Blatt Papier aus mit seiner Unterschrift. Das und nichts weiter ist es. Und genauso wird es auch bewertet. Ich gebe diesem Trikot eine 6. Ungenügend. Mit einem kleinen Plus, weil es ja immer noch ein optisches Upgrade ist zu dem Trikot, das es imitiert. Was nicht heißen soll, dass das Original eine 6 ist. Aber einfach für, ich sage mal, diese Frechheit, es nahezu 1:1 zu kopieren und uns so abzuspeisen. Denn liebe FC-Fans, ich bin keiner, der irgendwie so hatet, damit er gehatet hat, damit er unterhalten hat. Ihr werdet sehen. Jetzt zu diesem Zeitpunkt wird das Torwart-Trikot zu den Trikots gehören, die eine bessere Bewertung bekommen. Eine doch recht gute Bewertung. Wird aber noch abgedreht. Machen wir da mal einen Haken dahinter, dass ich sage, es gefällt mir, aber wie sehr werdet ihr noch erfahren. Aber das hier tut mir leid, kann ich nur mit einer 6 bewerten, weil ihr FC-Fans da draußen, ihr werdet abgespeist. Das ist wirklich nach Motto, friss oder stirb. Und das ist schade, da hätte man sich nochmal zum Abschluss mehr einfallen lassen können. Aber das ist wirklich so nach dem Motto, okay, ihr Arschlöcher, ihr habt den Vertrag gekündigt. Alles klar, dann werden wir uns jetzt mit Absicht nichts einfallen lassen. Und wenn ihr halt ein Trikot von euren aktuellen Neuzugängen haben möchtet, die euch so gefallen, ja, habt ihr eine kleine Auswahl. Die Trikots sehen zwar immer gleich aus, aber juckt uns nicht. Der Vertrag ist ja eh gekündigt. Und deswegen habe ich heute auch ein Adidas-Trikot an, um nochmal zu unterstreichen, dass auch ich es kaum erwarten kann, bis wir den Ausrüsterwechsel vollzogen haben. Weil das hier war eine Frechheit. Danke für nichts, Hummel. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen. Zusammen ist sie alt.